Servus, hallo, Haberi und herzlich willkommen zu einer knackfrischen Ausgabe Bayerisch für Anfänger. Unser heutiges Thema ist wieder ein Thema aus der Reihe Kartenspiele, bayerische Kartenspiele. Da haben wir unseren Stolz Karten. Und jetzt werden wir uns dem Spiel Wappen widmen. Einige von euch werden es schon kennen. Schauen wir mal. Dann sehen wir schon. So, jetzt habe ich euch einmal ein wenig näher hergeholt, damit ich euch auch das einmal zeigen kann, ganz genau. Jetzt geht es erst einmal los mit der Wertigkeit für die Karten, weil dieses Spiel ja noch Wertigkeit geht. Das ist jetzt also nicht mehr wie beim Nineless, sondern jetzt müssen wir schon ein bisschen mehr damit denken. Los geht's, dort ist der Reihenfolge noch mit der vom Wert her geringsten Karte, mit dem 7. Ganz klar und am 7 der 8. 9, 10, unter, ober, keine und Sau, quasi am Wert niedrigsten und am Wert höchsten. Das ist bei allen Farben gleich. Dann haben wir Spezialkarten bei dem Spiel. Und zwar sind es der Herzkönig, der Schollen-7 und der Eichel-7. Das sind die drei werthöchsten Karten in dem Spiel. Das ist die wertallerhöchste, der Herzkönig, der Max, dann der Schollen-7, der Bölle und der Eichel-7, der Biese. Das sind die drei kritischen. Die Karten übertrumpfen alles, was in dem Spiel sonst aufliegt. So, und dann geht das jetzt quasi los. Karten werden gemischt. Und jetzt geht es schon los. Die Karten sind gemischt. Der die Karten mischt, gibt den Stoß an anderen, bevor er Karten ausgibt. Und der andere darf anheben. Das bedeutet, er nimmt jetzt so viel, wie er gerade meint, und schaut. Wenn der Karten jetzt einer von den kritischen ist, dann darf er es gleich behalten. Wenn nicht, dann legt er es einfach wieder hin und der andere hat dann das oben drauf und gibt dann ganz normal Karten aus. Das bedeutet, jeder kriegt 5. So. Und jetzt geht's los. Jetzt sagen wir mal, das ist jetzt der Spieler 1 und das ist der Spieler 2. Der Spieler 2 hat gegeben. Das heißt, der Spieler 1 schaut jetzt seine Karten an. Der Spieler 1 darf jetzt eine Zahl ansagen. Das ist jetzt in unserem Fall nicht recht, das hilft uns nicht narrisch viel, weil wir keine zwei gleiche Zahlen haben. Aber was das mit dem Ansagen auf sich hat, da komme ich jetzt gleich drauf. Jetzt mal angenommen, wir haben jetzt das Blatt, dann sagen wir jetzt einen 9er an. Dann schaut der Spieler 2 seine Karten an. Und der darf jetzt eine Farbe ansagen. Da er jetzt am meisten Eichel hat, war es jetzt das sinnvollste, Eichel als Farbe zu nehmen. Somit ist dann der Eichel 9er angesagt. Dann kommt jetzt auf einmal eine neue Reihenfolge im ganzen Spiel auf. Sprich, wir haben nach wie vor als die wertvollsten 3 Karten unsere 3 kritischen. Da ist er. Die haben nach wie vor die höchsten Karten im Spiel. Jetzt haben wir gerade einen Eichel 9er angesagt. Das heißt, jetzt kommt eine vierthöchste Karte in das Spiel. Die vierthöchste Karten war jetzt in dem Fall der Eichel 9er, der sogenannte Schlocher. Vom Wert her kommen dann auch dann alle anderen 9er, weil eine Zahl immer mehr wert ist wie ein Fahr. Jetzt haben wir da noch einen und da im Stoß drin, den wir auch so sagen. Eine Sekunde, da haben wir. So. Das war jetzt die Wertigkeitsreihenfolge. Von da ist noch relativ wichtig, die 3 sind gleich viel wert. Und da wir jetzt gerade Eichel angesagt haben, war jetzt das nächste in diesem Spiel von der Wertigkeit her Eichelsau, dann der Eichel-Kene, den hat jetzt unser Freund da, Eichel-Kene, dann Ober, Unter,
10er, 9er, 8er, 7er. Wobei der Eichel 7er ja sowieso da schon verballert ist. So. Das heißt, wir haben jetzt ein Spiel mit Eichel 9er angesagt. Und dann geht das Spiel los. Mal angenommen, der Spieler 1 legt jetzt ein Herz 10er. Dann versucht der andere Spieler den zu übertrumpfen, zu stechen, sagt man. Das kann er in dem Fall einfach so machen, dass er ein höheres Herz legt, weil ein Ober ist ja mehr wert als ein 10er. Dann hätte er den schon gestochen, dann hätte er einen Stich. Ziel des Spiels oder Ziel der Runde ist, 3 Stiche zu kriegen, dann hat man diese Runde quasi gewonnen. Wenn es jetzt ein bisschen näher eingeht, wir haben einen Eichel 9er angesagt, jetzt sagen wir mal, einer von den Spielern legt weil es wurscht ist, einen Eichel König. Jetzt gibt es nicht mehr viele Karten, die mehr wert sind wie der Eichel König. Mehr wert waren jetzt alle 9er, der Eichel 9er sowieso und die 3 kritischen. Oder, und so kann man am billigsten stechen, sage ich mal, die Eichel Sau. Weil Sau ja mehr wert ist wie der König. Legt jetzt einer von unseren Spielern den Schlocher ein, den Eichel 9er, dann hat der Gegner eigentlich nur 3 Möglichkeiten, wenn er stechen will oder stechen möchte, und zwar die 3 kritischen. Wenn er keinen von denen hat, kann er nicht stechen, und dann gibt er im besten Fall irgendwas her, was nicht viel wert ist. Schon 10er war jetzt in dem Spiel nicht viel wert, schmeißt dann ein, hat er diesen Stich verloren. Sollte einmal der Zufall kommen, dass alle Spieler die 3 kritischen, also die Maschine, sagt man, direkt noch Mischen auf der Hand hat, dann muss er da jetzt zugehen. Also da braucht er gleich gar nicht das Spielen anfangen, sondern das gehört automatisch, das Spiel hat er gewonnen, weil mit den 3 Hexenkarten wirst du definitiv 3 Stich machen und dann hast du gewonnen. So, das war das. Das mit den Eichel 9er Ansagen, das geht natürlich auch komplett anders. Wenn jetzt der Spieler 1 meinetwegen in seine 5 Karten, die er gekriegt hat, 3 Unter hat, dann sagt er natürlich Unter an, weil der Unter dann automatisch mehr wert ist. Das heißt, diese vierte oder die Karten mit dem vierthöchsten Rang, der variiert immer von Spiel zu Spiel. Also das kann jeder dann selber entscheiden. Wofür der eine wofür eine Zahl und der andere wofür eine Farbe. Jetzt nur vom Spielegrundsatz her, da es dann später nur so ausschauen. Das Spiel ist ja nicht nur eine Runde beendet, sondern es geht ja mehrere Runden. Das heißt, man schreibt mit. Man hat da Spieler 1 und Spieler 2. Wenn der Spieler 1 jetzt eine Runde gewonnen hat, kriegt er quasi 2 Punkte. Für jedes gewonnene Spiel gibt es 2 Punkte, es sei denn man schafft es. Das lernt zwar im zweiten Teil erst, das geht dann schon näher in die Spielmaterie, sage ich mal. Gewonnen ist das ganze Spiel, wenn ein Spieler 15 Punkte erreicht. Dann ist ein ganzes Spiel gewonnen. Es ist jetzt, mir schon klar, das ist jetzt am Anfang ein bisschen viel. Aber ich sage mal, wir werden im Teil 2, wenn wir dann auch auf die Regeln eingehen, wenn man zu viert spielt oder auf die näheren Regeln, sage ich mal, eingeht, dann machen wir einfach mal ein Spiel vor der Kamera zu viert mit offenen Karten. Dann wird sie euch entsprechend leichter da. So, das war jetzt einmal die Grundversion, das heißt, ihr habt jetzt die Grundregeln vom Wacken, sage ich mal, verstanden. Man kann dieses Spiel so spielen. Jetzt gibt es dann noch Spezialvarianten, weil zum Beispiel Böhmisch-Wappen, dann Wappen zu viert, weil da man arbeiten, ein strenger Watterer, weil da das sonst wirklich alles riesen viel wird in einem Video, machen wir das in einem extra Video, Wappen Teil 2, da kann man dann, wie gesagt, die Spezialregeln zu viert spielen, weil das alles funktioniert. Aber ihr kennt jetzt schon mal die Grunddinger, ihr wisst schon mal Bescheid.
So, was gibt es nun zum Sagen? Wir waren ja letzte Woche in Regensburg, da haben wir mehrere Sachen gemacht. Ich bin unter anderem angeschrieben worden von den Leuten, was rede ich überhaupt? Ich bin angeschrieben worden vom Druckmantel. Das ist auch das, was da hängt. Bavarian Rebel Style Druckmantel. Wie mache ich das jetzt? Moment. So, jetzt habe ich mal was geholt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das als Werbung deklarieren mag. Ich mache das jetzt nicht, weil da irgendwie gezahlt wird dafür, sondern weil mir das einfach taugt. Die Druckerei Druckmantel, die machen so bayerische Shirts. Das habt ihr schon mal gesehen, das habe ich schon des Öfteren angehabt. Bavarian Original, Sons of Bavaria. Dann habe ich unter anderem jetzt noch, was ich wirklich hart feiere. Ihr kennt bestimmte Levis T-Shirts. Das gibt es dann von Druckmantel mit Leberkäse. Unter anderem habe ich dann auch noch diesen hier, der mir auch sehr gut gefällt. Und die haben halt einen Haufen so grübige Designs. Schaut mal von denen vorbei, wirklich. Mir gefällt das ganz narrisch. Wir werden dann nochmal anfahren, die haben demnächst dann einen neuen Laden, den werden wir dann einmal anschauen, da machen wir ein ganzes Video, weil das alles anläuft bei denen. Unter anderem gibt es bei denen auch sowas, also ihr könnt da Sachen bedrucken lassen auch. Danke ans Druckmantel-Team, nochmal wirklich sau sympathische Leute. Und dann haben wir noch jemanden getroffen, und zwar beim Auerbräu. Da wir erst einmal Grüße raushauen an den. Boah, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. An den Matthias Ettner. Matthias Ettner, wir haben sie gesehen. Grüße an diesen. Und dann habe ich nur ein paar Namen aufgeschrieben. Weil ihr schreibt mir relativ oft, grüße mal den von denen oder grüße mal den von mir, und ich vergiss die meisten Leute wieder. Ich habe jetzt ein paar, und zwar ich soll einmal grüßen vom Thomas, den Paul Schober, dann den Tobias und die Luisa Fröhle, den Thomas Kleiber, ja, das sind die auf meinen Zettel geworden, den Rest habe ich vergessen, tut mir leid. Ich habe hier mal ein Sieb, was war noch? Das war eigentlich nichts mehr. Seid freundlich, wir sehen Sie im zweiten Teil warten. Servus, Haberdere, wenn es wieder so einen Schmarrn gibt auf den Kanal, schaut vorbei und seid freundlich.